dass wir den neuen Arbeitsminister den 20. dieses Monat an einer Pressekonferenz gesucht hat, an schon Lützburger Wort vom 21. Leihe an Empfang als Flotter sein Foto von dem neuen an dem allen Arbeitsminister an der Mitte von dem Artikel an den allen Arbeitsminister lehrt auch nach auf der Foto. Aber wenn ich dann aber gucke, was der neue Minister sieht, die Lage in den Arbeitsämtern, über die er sich in den vergangenen Wochen ein Bild gemacht habe, bezeichnet der frisch gebackene Arbeitsminister gestern als katastrophal und unhaltbar. Mehr ein schlimm das kann er praktisch seinen Viergänger nicht ausstellen. Und da steht ihn aber fein auf der Foto, dass er ein feiner Mensch anscheinend da war, weil er steht dann fein zu lachen, wenn er den Vorwurf durchgemäht kriegt. Kann ihn also so am Schmengen, wert, dass man viele Herr Bildchen als Schwätze behören, da dann den letzten Jahren ja immer gesagt, dass in allen Monaten als am Anfang dieselben Ursachen gezählt. Ich habe meinen geheimen Spaß gemäht, wer paar Jahre das Revue passieren zu lassen, dass dann immer dasselbe gezählt wird, mit das keine Reaktion kommt. Wir wünschen dürfen dem neuen Arbeitsminister, dass er eine glückliche Hand hat und dass er dann auch reagiert, ob das am Anfang Fakten sind, bekannt, die hat den früheren Arbeitsminister als über 10 Jahre erklärt, also die Fakten sind bekannt, es muss nur just politisch reagiert gehen, für allem, dass man die besser so sehr wie möglich reformiert kriegt. Für euch scheint es nicht so wichtig zu sein, die Diskussion, ob das ein Etablissement publik oder ob das eine staatliche Verwaltung ist. Wir haben in unserem Wahlprogramm klar ausgeschwärzt, dass wir der Meinung sind, Kinder eine staatliche Verwaltung sind, mehr eine Verwaltung, die neben den Funktionären sich aber die Flexibilität gibt, für ob kurzfristig Änderungen, wie wir so zum Beispiel kennen, dass es schon mal stark an Blut geht, dass uns da können, ob leider aus dem Privatsektor zurückgreifen, für eben da so sehr wie möglich zu reagieren, die Flexibilität an Verwaltung ranzukriegen, die ihr braucht, für eben die Problematik zu beginnen. Auch wenn wir heute Leute sitzen hätten an einem Etablissement publik, hätten sie nicht den Privatbeamtenstatut, wenn mir einer Person 600, 700 Schomeren vis-à-vis stellen, da können wir den Statut gehen, wie sie will, das ändert gut nichts und der Realität. Tut also nicht mal Statut a priori zu damit zu dienen, dass man eine Administration de l'Emploi haben, die funktioniert, die auf die Herausforderungen, die aktuellen Herausforderungen kann angehen, die outiliert das, sowohl was die Infrastrukturen anbelangt, wie Personal anbelangt, die da kann reagieren, tut nicht, man Statut zu dürfen Menge mehr, es soll den da nicht ein Scheingefecht machen an Mengen mis den über den Statut schwätzen, auf wenn Gift ein Etablissement publik machen, dann hätte man das Problem gelesen, man den Hummer gut gelesen, man muss inhaltlich die Verwaltung reformieren, am Leid zur Verfügung stellen, für das jederin Demandeur d'Emploi eine individuelle Betreuung kann kriegen. Ich meine auch, was wichtig ist, dass sind Schulen vom Chômage, wo man auch heute in Lützeburg immer nicht die Courage gibt, so für einfach die richtigen Chiffren zu publizieren. Einige machen wir Beschäftigungsmaßnahmen mit dran, die anderen machen wir dran. Wenn wir aber gucken, die Leute, die am Chômage sind, an der Beschäftigungsinitiative sind, sind wir am Blick bei 16.000 Leuten, die wir am Land tun. Für kurzem war der Television eine Sendung, Klartext, für die Responsablen von der Adam von 20.000 Dossier geschwärzt und gesagt haben, wir wissen nicht, wie die Auswirkungen, wo die 16.000 hier kommen, wenn wir 20.000 Dossier an der Betreuung. Schon an dem Sinn ein Question parlamentär gestanden, an dem Minister wird es dann auch eine Abklärung gehen, präzise über die Chiffren, die wir dann bei der Adam. Und wir wissen, dass wir die Frontalien, die als Lützburg Luft gehen, dass die nicht als Lützburg an den Statistiken gefordert, die mehr an ihren Ländern gefordert gehen, aber trotzdem meine ich, als da wir ein Armutszeugnis von die Responsablen von einer Verwaltung an einer öffentlichen Televisionssendung einer Chiffre nennen, die ein gut Stück mehr Heischleien, 20-30% mehr Heischleien und das sind die sie behandeln wie die mir allmond viel gelöst leben. Madame Präsidentin, das Problem vom Chômage, das Gesetz heißt, als ob EU limitiert, aber man darf nicht mengen,
dass wir haut für das geschwärmt. Es sind doch überzeugt, dass es keine Jahre dauert, dass wir weiter müssen reagieren, weil der Chômage wird aufgrund von der Situation, an der das Land sich wirtschaftlich befindet, wird der Chômage auch an den nächsten Monaten weiter aufklammen. Und ich meine auch Kolleginnen und Kollegen, die an der Finanzkommission waren, wo man nicht mehr spät wie letztes Jahr mitgedeelt kriegt, dass den Baugenehmigungen, dass die quasi an den letzten Monaten 30% zurückgegangen sind, nachdem sie schon 4 zurückgegangen waren, wissen ganz genau, was das für Reperkussionen auf den Bau an die Handwerk kriegt. Wenn die 30% noch wissen, dass die an den letzten Monaten 30% zurückgehen, aber wir wissen auch, dass das an der Regel 1 bis 1,5, 2 Jahre dauert, bis die Baugenehmigungen um Terrain spürbar gehen, dass die Städte angefangen wird mit Bauen. So wissen also, wenn Baugenehmigungen so massiv zurückgegangen sind, dass wir an den nächsten Monaten und Jahren werden auch einen drastischen Abbruch an dem Sektor kriegen. Noch von als der Finanzsektor am Blick löst, schenkt sich aus dem Dave zu erholen, was aber für die Staatsfinanzen nicht dann unbedingt bedeutet, dass die Resettenwerte sehr massiv durchfließen. Mehr bedeutet aber, dass man an anderen Sektoren, und wir kennen alle die Sektoren, die direkt Industriesektor sind, die vom Ausland aufhängen, stecken durch die Automobilbranche, die auch noch werden an den nächsten Monaten stark am Land zu leiden kriegen, muss man wissen, dass man auch am Bau und am Handwerk an den nächsten Monaten große Probleme kriegen. Und hier meine ich, dass die Regierung ein neues Gefühl hat, nicht zu werden, bis die Situation da als bisschen Betriebe kein Erbicht mehr haben und dann für die Leute müssen machen oder massenweise am Bau und am Handwerk auf Kurzerbicht zurückgreifen. Wir haben, und das tun wir schon gesagt, als die Regierung gefordert, am Kader von ihren Investitionen nicht unbedingt ein riesengroßes Projekt zu investieren, mit den Suchen, die wir zur Verfügung haben, als Staat für die Ökonomie fließen zu lassen, für als Unternehmen zu beschäftigen, dass in die a priori auch soll ein Klein- und Mittelprojekt investieren, für so flächendeckend durch das Land, auch als Unternehmen und als Handwerksbetriebe beschäftigt zu kriegen, und da man eventuell ein Stück können abzufangen von dem, was durch die wirtschaftliche Krise, durch meine Baugenehmigungen an den nächsten Monaten auf die Betriebe zukommen können. Das wären ein paar Überlegungen, die ich von unserer Seite mit an die Diskussion heranbringen, und ich sage, merci für die Aufmerksamkeit.